Rucksack Sepp war ein Amberger Stadtoriginal. Er starb am 14. August 1985. Ihm gilt dieses Lied. Erstmal die Stimme ölen. Kinder waren und alle 2 Wochen einmal in die Stadt reingekommen sind. Da hat's einen alten Mann mit einem Stoppelbart und einem grauen Mantel an. Entweder ist er irgendwo in einem Ecke gestanden und hat vor sich hin lamentiert, oder im Stechschritt über den Marktplatz vor die schönen Damen salutiert. Im Winter, wenn sie kalt war, da ist er rein ins öffentliche WC von der Stadt. Hat mit der Klofrau plaudert, die nebenher aus der Zeitung ein Klopapier hergeschnitten hat. Wenn's da mal müssen hast, hast du 10 dann zahlen und mit der Zeitung ein Arsch ausgewischt. Von dem Geld haben sie dann einen Jägermeister gekauft, den hat der Sepp dann in die Zischt. Rucksack, Sepp, so hat er geheißen, die Alten, die tun ihn noch kennen. Der Stadttrottel, ein Original, für manche war's ein Bettler oder Pär. Dazugehört hat er sehen, wie alle anderen Stadtleiter aus die umliegenden Gefilden. Seine Geschichten, die hat jeder kennt, weil er war einer von die Wilden. Oft war es ihm sogar im Klohäusel's kalt, dann ist er ins Kaufhaus reingegangen. Hat aus dem Regal ein Blaukraut geklaut und beim Bäcker eine Brezenstange. Das hat er am Nachbar durch Gefängnis eingebracht. Im Zuchthaus ist er drin gesessen. Da hat er ein warmes Kammerl gehabt und am Heiligabend den Kristall zum Essen. Im Frühling kommt die Freiheit, da ist er wieder durch die Straßen gezogen. Hat komische Geschichten vom Krieg erzählt, die Leute haben's Gesicht verzogen. Verstanden hat keiner, aber die Kinder haben immer nach ihm geschaut. Die Mädel, die haben aufschauen, dass er nicht, wenn ich mit dem Stock auf den Arsch aufhaut. Rucksack, Sepp, so hat er geheißen, die Alten, die tun ihn noch kennen. Der Stadttrottel, ein Original, für manche ein Bettler oder ein Penner. Dazugehört hat er sehen, wie alle anderen Stadtleiter aus die umliegenden Gefilden. Seine Geschichten, die hat jeder kennt, weil er war einer von die Wilden. Mein Vater hat erzählt, er weiß noch, wie der Rucksack Sepp verheiratet war. Doch seine Frau, die hat ein Auto zusammengefahren, das war schon in die 60er Jahre. Wie sie von die Sacker weggetragen worden ist, hat der Sepp noch ihre Taschen durchwühlt. Es kann sein, dass sie auch nur einen Schnaps einstecken hat oder vielleicht sogar noch ein Geld. Mit der Zeit hast du ihn immer seltener gesehen, er ist halt mal ins Spital reingekommen. Auf dem Marktplatz salutiert Mädel die Arsch aushauen, das kann er jetzt bloß mehr im Sommer. Wie er gestorben ist, hat die Zeitung eine ganze Seite über ihn geschrieben. Am nächsten Tag ist die bei der Klofrau den Klapp, die hat kleine Vierecker draus hergeschnitten. Rucksack, Sepp, so hat er geheißen, die Alten, die tun ihn noch kennen. Der Stadttrottel, ein Original, für manche war's ein Bettler oder ein Penner. Dazugehört hat er sehen, wie alle anderen Stadtleiter aus die umliegenden Gefilden. Seine Geschichten, die hat jeder kennt, denn er war einer von die Wilden. Stadttrottel, die gibt's heute nicht mehr. Die hat der Sozialstaat verrammt. Aber Bettlerbanden kommen aus allen Ländern daher und jeder jammert umeinander.